Willkommen zurück, Freunde, wir zur neuen Runde bei Breath of the Wild und wir würde ich mal sagen, gehen wir direkt wieder rein und gucken, was uns hier in der ersten Prüfung, beziehungsweise im ersten Schrein zu Daruks Prüfung so erwartet war. Und ich habe jetzt dann noch offscreen mal die Zeit genommen, nochmal die ganzen Quests anzugucken, die wir so haben und wie, wo, was ich am besten kombinieren könnte, was ich als nächstes tun werde und so weiter. Und dazu, ja, gehe ich nachher natürlich noch darauf ein. Willkommen, Pilger, mein Name ist Kamira Omuna. Du wirst geprüft werden. Bewegliche Ziele. Okay, das klingt nach Stasis-Modul und vor allem würde ich gerne mich ein bisschen auffüllen. Ja, reicht doch schon. Perfekt. So, bewegliche Ziele. Oh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht doch? Keine Ahnung. So, Maserschwert. Euer fucking Ernst. Oh nee. Okay, wie sieht denn das Timing aus? Ich würde sagen, war relativ easy. Wo ist plötzlich neu hergekommen? Okay, keine Ahnung. Das sieht aber relativ interessant aus. Oh, ist irgendwie wirklich Ziel, ja super. Gut, bewegt sich also von unten nach oben, von oben nach unten. Okay. Von mir aus. Dann hier, was haben wir hier noch Schönes? Da ist eine Truhe. Jo, können die einfach runterballern und dann fällt die hier runter oder so? Oder wie darf ich das verstehen? Und muss es... Aha. Ja, irgendwie eine blöde Frage, wa? Da geht bis da runter, wa? Hier sogar noch die... Moment! Oh, shit. Okay, das ist also so... Nee, so ist eben nicht. Da wäre richtig, wa? Hätte ich jetzt sogar gesagt, weil relativ knapp war, hätte auch schief gehen können. So, andererseits eine einfache Prüfung, muss man so sagen. Gut, dann wäre das soweit erledigt. Was ist denn hier unten jetzt noch los? Ja, da fällt irgendwie was rein und dann weiter. Ich meine, klar, kann einfach rüberballern. Das wäre eine Option. Oh, dann kommen wir den Bach wieder hoch. Ja, okay. Oh. Nee. Bitte reinlegen, Link. Dankeschön. Gut. Die Frage ist... Ich glaube, ich überhaupt zur Truhe, war. Da gibt es zwei Varianten. Ich schieße ne... Ne, warte mal, ich schieße die Kugel. Ich schieße gar nicht die Bombe. Ich schieße die Kugel. Dass die Kugel da oben hin muss, finde ich jetzt relativ unwahrscheinlich. Ich würde eher sagen, die muss da rein. Und dadurch wird etwas aktiviert. Also, ist so eine Option. Dass es wieder so ist.
Sehr interessant, sehr interessant. Die Frage ist jetzt aber, okay, muss da hinten da oben hin, damit das Teil kaputt geht? Die Kugel fiel jetzt nicht da rein. Da war sie nicht. Ist sie da irgendwie auch nichts Besonderes. Die Frage ist, kann ich die bitte rüberziehen? Okay. Was soll das hier sein? Ich meine, warum ist hier... Ach so, es sieht nur so aus. Alter, wenn jetzt irgendwie runtergehen oder so etwas, das ist ganz crazy. Mir wohl verarschen lassen. Das muss ich auch erstmal hinkriegen. Eine Truhe von hinten dagegen kicken, damit sie aufgeht. Das schafft nicht jeder. Das kann nur Link. So. Ja, ansonsten was. Ja, doch. Nett. Schön. War jetzt nicht so schwer zuerst, so tricky, wie ich zuerst gedacht hätte. Schwer wäre sowieso nicht, aber ja doch, ja, je nachdem welche Entfernung und so weiter und so fort. Oh. Ja, toll, zu früh gefreut. Oh ne, jetzt muss ich dich noch ausrichten oder was? Ja, leck mich am Arsch. Okay, hier ist aber keine Truhe drauf, oder? Mal ganz kurz gucken. Nö. Was? Moment mal. Wofür ist denn das gut? Ich meine, das sieht... Dann kann ich mir die Übung hier bereits sparen, weil ich weiß gar nicht, wie hoch das Teil überhaupt fliegt. Ach so. Könnte klappen. Aha, der bleibt einfach. Ja, super. Nee, oder? Ich kann jetzt durchballern? Geht von der Höhe her gar nicht, der Trottel. Wenn ich das so mache, dann ist er wieder unten. Ich überlege halt gerade. Darüber schießen ist irgendwie auch doof. Nee. Also, vermutlich muss er so bleiben und ich muss einfach höher ballern. Quatsch, er schießt gar nicht höher. Hä? Nee, warte mal, du bleibst unten. Das geht hier auch nicht so. Also, ich versuche gerade herauszufinden, ob ich den irgendwie... Oh, die Steuerung! Ja. Ob es irgendwie so durchschießen kann, ne? Das ist gerne mal so meine Idee gewesen. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Also ob die Figur, die ich jetzt hier gezeichnet habe, wortwörtlich gezeichnet habe, ob die überhaupt so richtig ist, kein Plan. Aber es funktioniert, das ist schon mal... Wieso muss ich eigentlich... Oder wieso sollte ich überhaupt hier runter? Zum besser gucken vielleicht? Hey, verstehen Sie ihn hier gar nicht. Egal. Wir haben es geschafft, das finde ich jetzt erstmal die wichtigste Info. Scheiße, ey. Fast 10 Minuten verballert. 10 Minuten einer kostbaren Zeit. So, Kumpel. Ich hab's. Du hast eine Prüfung gemeistert, du bist der Held. Wie oft haben wir das schon gehört? Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen von Rudania. Ich frage mich ja,
Die 4 Titanen sind ja jeweils nach, ich sage jetzt mal, berühmten Persönlichkeiten aus deren jeweiligen Rassen benannt worden. Bei Medo kann man sich noch darüber streiten, ob wirklich Melody bzw. Medoli aus Wind Waker gemeint ist oder etwas anderes. Oder beziehungsweise jemand anderes, weil, ja, es passt von der Timeline her nicht ganz, weil es deutet auch alles darauf hin, dass Breath of the Wild in der Timeline von Twilight Princess, sprich in der Kindes-Timeline, spielt und ja, geht natürlich mit Wind Waker nicht. Und war Medo, ja, doch, Orni, Medo ist natürlich ein Hinweis darauf, aber es gibt ja nirgendwo wirklich einen Bezug zu Medoli, der Weisen aus Wind Waker. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ich frage mich jetzt halt gerade auch, es soll einen 5. Titan geben. Also wenn ich das für alles gemacht habe, soll es einen 5. Titan für Link geben. Ich frage natürlich, wie der heißt. Und vor allem, warum es nie irgendwie einen Hinweis darauf gab im Hauptspiel. Also vor allem auch in der Geschichte, war von wegen, ja, die Shika haben vor 10.000 Jahren da Titanen gebaut und Wächter, etc. etc. Aber am 5. nie die Rede. Aber egal. So, die Ballade von Daro gemeistert. Was ich jetzt... das ist überschrieben, toll. Was ich eigentlich jetzt als nächstes machen wollte... Da war doch irgendwo etwas... Der hier. Den wollen wir machen. Endlich mal. Nach so langer Zeit vor allem. Jetzt ist ja doch ein bisschen Zeit vergangen, seit wir damals hier waren und... Amiibo-Modul, stimmt, soll ich auch noch machen, ganz kurz. Und es kann nicht sein, dass ich da immer so Mühe habe, da irgendwie... Nee, komm, da muss jetzt irgendwie schneller gehen. Ich muss den Schatz finden. Daka K-Schrein. Daka Daka. So, kann ich dann noch einmal einsetzen. Und direkt mal mich etwas umgucken. Soweit ich mich erinnere, hat Linke damals sehr gut sich umgeschaut. Also, ich verstehe jetzt nicht, was ich irgendwie mehr finden könnte. Vielleicht habe ich es ja schon und muss den Typ nur noch irgendwie erklären. Das könnte ja auch sein. Oder fliege jetzt zurück und laufe den Schatz direkt über die Quere. Über den Weg meine ich. Sparfel? Der Schatz ist über einen Lavafall. Du bist mir lustig. Lavafälle gibt es hier ein paar. Vor allem, es soll ja zwischen hier und der Brücke von Eldin sein. Wobei, Brücke von Eldin, wenn man natürlich mit der aus Twilight Princess vergleicht, ist eh ein Witz. So. Keine Ahnung, was dabei die Entwickler gedacht haben, das die Brücke von Eldin zu nennen. So, auf dem Weg zur Brücke von Eldin habe ich einen Schatz versteckt. Ein echt fabelhaftes Gerät. Das hast du noch nicht gesehen. Wenn du es findest, dann gehört es dir. Verstehst du, wovon er redet? Ja. Mit ein bisschen Fantasie schon. Wenn ich schon mal hier bin, wegen Garon, noch generell, irgendwo, ich suche eben noch einen Garon mit Da am Ende. Lalala, Grab, nee. Wer da? Können wir Lauwarm. Ohne aus dem Feld erkunden, okay. Soll auch sehr gesund sein übrigens. Ein paar heiße Quellen, beziehungsweise auch Sauna, aber das ist für mich leider nicht nichts, weil Kreislaufprobleme und so. Generell bei hoher Hitze oder größerer Hitze und dann so heiße Quellen und so, nee. Da machen wir gleich mal der Kreislauf schlapp, so. Ja gut. Es gibt ja noch einen Hinweis, war mit Wasserfall. Lavafall. Wasserfall war mal etwas, war auf dem Vulkan irgendwo ein Wasserfall. Das hätte sogar irgendwie was Episches an sich.
Wobei eben er sagt, also, beziehungsweise es heißt ja auf dem Weg zur Brücke von Eldin. Es heißt aber nicht, von wo an ich gucken muss. Weil ich meine, hier haben wir einen Lavafall. Da haben wir auch einen. Also im Feuerfledermäuse. Ich meine, dass Feuerfledermäuse direkt durch die Lava geflogen sind und deswegen gegrillt wurden. Ah, das sind die doof. Ja, sind die doof. Ich hab hier schon mal irgendwie geguckt, wa? Ah ja, war ich schon mal. Also weiß auch nicht, aber Rivalis Fähigkeit, muss ich zugeben, die lädt sich relativ schnell auf. Cool. Link, pass auf. Aufpassen. Da ist irgendwie was. Das ist gerade eine optische Täuschung. Moment, komm gleich. Hä? Achso, durchfliegen. Ja, ein anderes Mal, komm. Nochmal. Ui, das ist ein Redeck, Mann. Wieso brennst du nicht, Mann? Tschüssi. Ja, wir kommen jetzt wieder zurück. Du bist natürlich ein Geiler. Hier bin ich nicht irgendwie auch etwas wegen... Du, der da ist Gerippe. Offenbar nicht, wa? Schade. Nee. Na! Zwei davon, scheiße. Wieso jetzt zwei davon? Nee. Ich hätte doch irgendwie so eine Quest bezüglich den hier. Hätte was davon sein können, mein Gott. So, kurz auf Rivali warten. Währenddessen, ich meine, hier habe ich ja auch einen Lavafall. Und sogar einen ziemlich großen. Also rein theoretisch, wenn ich denen folge. Was sagt der Typ? Ein echt fabelhaftes Gerät. Ja, Blähgerät, aber es ist ein Gerät. Ein Gerät. Ist natürlich die Frage. Moment mal. Das heißt ja, wenn ihr es findet, gehört es mir. Also kann es keine Truhe sein. Es ist ein... Ja doch, eigentlich schon. Es muss eine Truhe sein. Weil, ja. Tschüss. Ja, war eine tolle Unterhaltung. Hua. Toll. Mann. So, Karte. Ja, wenn das ein Lavafall ist, dann... Dann... Es könnte auch hier sein, ist natürlich von wegen auf dem Weg zur Brücke von Eldin. Oh, also ist ein bisschen sehr abseits gelegen, aber rein theoretisch möglich. So, komm, Rivali, mach hin. Ja. Bin fast wieder zurück in Goronia. Was heißt fast? Ich bin zurück in Goronia. Ungewollt zwar, aber ich bin zurück. Das sind fette Skelette.
Rivali, jetzt! Oh! Da ist ja was. Bombs away! Wo kann das damit gemeint sein? Ja, vor allem ist zwar Cola, aber es ist kein tolles Gerät, insofern. Rivali, mach hin. Ja, toll. Ist trotzdem, glaube ich, die Fähigkeit, die am schnellsten aufgeladen wird, wa? Behaupte ich immer noch. So, Lavafall. Hm. Nee, das sind kleine Lava-Golems, die haben damit sicher nichts zu tun. Ich muss echt noch irgendwie recherchieren, was damit gemeint ist. Das kann wohl nicht wahr sein. Bin ich nicht so ungefähr. Die Brücke von Elden ist ein bisschen weiter darüber. Ja, nun ein Vogel. Nun Vogel, nun Vogel. So, jetzt bin ich eigentlich schon fast an der Brücke von Eldin. So. Zumindest eine geile Aussicht. Ja, das ist ein Gerät, aber... Woher kam das, was er meint? Bin ich echt so blind oder sieht man das einfach nicht? Tja. Da könnte ein großer Lava-Brock sein, sag ich jetzt mal. Sieht so aus, dann auf noch ein Krog. Kein Plan, Freunde, kein Plan. Ja gut, wir machen es so. Part ist eh fast... Ja komm, der ist vorbei. Ich werde mal ganz kurz offscreen ein bisschen recherchieren, was damit, beziehungsweise wo der gemeint sein könnte. Und dann werden wir vermutlich nächsten Part ganz kurz runtersegeln. Den Magma-Dingsbums platt machen. Oh, da wird sicher übel. Falls überhaupt einer ist. Krog gucken, falls da einer ist. Falls nicht, dann schlimm. Und ansonsten muss ich sogar sagen, dass er gerne mal hier rüber möchte. Einfach mal zum Gucken, ob da echt das irgendwie so was Besonderes ist und so. Mal gucken. Gucken, looken und dann, ja. Bei der nächsten Prüfung und noch ein bisschen am Corona mit, also am Corona Ausschau halten, der auf da endet. Keine Ahnung. Mal gucken, wir sehen sie dann. Wie auch immer, wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.